Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, DFB-Pokal, erste Runde, Viktoria Köln gegen den FC Bayern München 0:5. Ich habe jetzt gerade schon 22 Minuten Video aufgenommen und leider war irgendwie das Mikrofon buggy, deswegen nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen schneller und ein bisschen kürzer werden, weil es ist schon spät und unser Eins muss morgen früh arbeiten. Also 0:5 gewonnen, ich denke, ganz lockeres Spielchen. Völlig verdient gewonnen, gar keine Frage. Erste Viertelstunde, 20 Minuten haben wir uns ein bisschen schwer getan. Erste Viertelstunde haben wir uns ein bisschen schwer getan. Aber bei 7 Wechseln in der Startformation denke ich auch völlig normal. Dann umso länger das Spiel ging, umso besser kamen wir rein, umso besser waren wir dann auch wieder mit den Bällen in die Tiefe und so weiter. Ja, wir haben ein bisschen komisch interagiert mit unseren Außenverteidigern, die mehr so halb linker und halb rechter Sechser waren irgendwie. Ganz, ganz kurios. Die ersten 10 Minuten dachte ich noch, was macht der Stanisic da? Er ist ja nicht ganz richtig im Kopf oder was. Aber dann hat man natürlich gesehen, dass es so gewollt ist. Ansonsten, was ein bisschen komisch war, dass der Grafenberg so die ersten 15 Minuten auch mehr so den halblinken Mittelfeldspieler gegeben hat, habe ich nicht ganz verstanden. Aber wenn wir schon beim Grafenberg sind, gerade Grafenberg und Tell mit Mané zusammen haben wir die ersten 15 Minuten schon, waren sie auf jeden Fall die auffälligsten Spieler auf dem Platz. Ja. Super lauffreudig, immer anspielbar, hat mir super gut gefallen. Wo Grafenberg dann später, ich glaube so ab der 30. rum oder sowas, dann war er mehr auf der 10er, bei 8er Position. Da hat man das richtig gesehen, welche Stärken er hat, ja. Dass er den Ball verteilen kann, dass er sich drehen kann. Und wenn er dann, das war ja dann ein, zwei Mal so, dass wir auch mal ein bisschen Raum hatten. Wenn er dann ein bisschen Raum hat, dann sieht man erst seine richtige Stärke, ja. Also ich denke gerade gegen stärkere Gegner dann, wo wir dann auch mal ein bisschen Raum haben, weil die auch mal ein bisschen uns attackieren, wird er noch viel, viel auffälliger sein. Ja. Ähnlich wie ein Goretzka, der es dann in der zweiten Halbzeit das Tor gemacht hat. Auch das kann Grafenberg ohne Probleme. Also da werden wir sehr, sehr viel Freude dran haben. Und ein Tell, ja, für mich mega. Ja. Ich war mega begeistert. Hat sehr, sehr ruhig gespielt am Anfang, hat sich ab und wann hätte er vielleicht eher einen Dribbling nehmen können. Hat aber dann ein sehr, sehr schönes Tor gemacht, hat natürlich dann kurz vor seiner Auswechslung das Ding ein bisschen Pech gehabt, dass der Torwart den gut gehalten hat mit dem Fuß noch raus. Aber ansonsten auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Und ich denke, man hat gesehen, warum er so viel gekostet hat. Und wenn er nun ansatzweise eine ähnliche Entwicklung nimmt in den kommenden 1, 2 Jahren wie ein Musiala, dann werden wir da auch sehr, sehr viel Freude an dem Jungen haben, bin ich mir relativ sicher. Was ein bisschen schade war, so die ersten 25 Minuten haben wir halt fast ausschließlich über links gespielt, halt über einen Gravenberch und einen Tell in Verbindung mit einem Mané vorne. Das hat sich dann gedreht und dann haben wir irgendwie die anderen 20 Minuten nur noch über die rechte Seite, über einen Gnabry gespielt. Da tat der Tell mir so ein bisschen leid, weil er stand die ganze Zeit links außen und er war absolut gar nicht im Spiel mit eingebunden, ist ab und wann mal in die Mitte gerückt, um da wenigstens ein bisschen am Spiel teilzunehmen und dann wieder nach außen gegangen. Das war schon okay, war super lauffreudig. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber da bin ich ja schon in der Spieleanalyse. Ne? Liegt natürlich daran, weil ich gerade schon das Video aufgenommen habe und da schon bei der Spieleanalyse war. Zum Spiel selber, wie gesagt, so die erste Viertelstunde war ein bisschen schwierig. Was heißt schwierig? Wir haben das Spiel kontrolliert, wir haben Ballbesitz gehabt. Mit 7 Wechseln ist halt normal, ja, dass man sich da erstmal ein bisschen finden muss. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurden wir. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber wir waren jetzt auch nie irgendwie, dass man sagt, man hat nicht, es war nicht so, dass Hektik aufgekommen ist oder so. Es stand ja lange Zeit 0:0. Ja, das haben wir ganz souverän weggeatmet. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir aber auch schon gegen Gladbach gefallen gehabt. Aber gerade gegen so einen Drittligisten dann im Pokal, da könnte man ja schon mal ein bisschen fickerig werden, wenn es so lange 0:0 steht. Dann geht so das Rad halt im Kopf los. Das hat man gar nicht gehabt, ja. Absolut null. Wir haben es ganz souverän runtergespielt. Richtig gut gefallen. Ja, man hatte keiner Phase irgendwie Zweifel gehabt. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen, ob es jetzt 0:0 stand oder nicht. Das haben wir schon anders erlebt. Von daher
alles gut, super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit, ja, zweite Halbzeit war es dann nur noch nach Hause schaukeln. Trotzdem nochmal bedingt durch auch ein paar Wechsel, wo nochmal ein bisschen Ehrgeiz mit auf dem Feld kam. Aber auch da ganz, ganz souverän runtergespielt, das Ding, ohne jetzt irgendwie an die körperlichen Grenzen gehen zu müssen. Fairerweise muss man sagen, so bis zum 1:0 waren wir schon gezwungen, in den Zweikämpfen dagegen zu halten, wa? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also, da hat Viktoria wirklich gut gearbeitet. Da war es jetzt nicht so, dass das ein Freundschaftsspiel ist oder sowas. Aber umso länger es ging, umso weniger präsent waren die halt auch, ne? Das ist aber auch ganz normal. Allerdings habe ich auch schon gesagt gehabt, ich fand es ein bisschen schade, dass man die vor dem Spiel so klein geredet hatte. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht über einen Sechstligisten, wir reden hier über einen Drittligisten, der im Mittelfeld der Liga angesiedelt ist. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, und also ich habe es vorhin auch schon gesagt, selbst wenn wir jetzt nur 2:0 gewonnen hätten, ja, mit der Spielweise völlig okay. Wir haben jetzt alle 3 Tage ein Spiel. Wir haben 3 Auswärtsspiele in Folge. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie sich da in so einem Spiel komplett verausgaben, ne? Das war schon völlig okay. Gut, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Ja, Ballbesitz 23:76, Abseits 4:1, Fouls 8:5, Zweikämpfe 42:57. Wobei man sagen muss, erste Halbzeit war es laut Sky angeblich 44% für uns nur gewonnene Zweikämpfe und wir hatten 66% Ballbesitz, Schüsse aufs Tor 1:18, Schüsse insgesamt 3:28, Ecken 1:4, angekommene Pässe 154, 727, das ist schon viel, selbst für uns. Schüsse insgesamt, Tell 4, Gravenberch 2, Gnabry 2, Torschussvorlagen, Gravenberch 1, Müller 1, Gnabry 1. Gewonnene Zweikämpfe, Mats Rui 8, De Ligt 6, Gravenberg 6. Ballkontakte 125 Kimmich, 119 Hernandez, 104 Licht. Ja, so viel zur Statistik. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht überbewerten, würde ich sagen. Das ist halt einfach. Am Ende des Tages ein Drittligist. Das kann man jetzt so oder so sehen. Also von daher, alles gut. Kommen wir kurz zu den Noten noch, würde ich sagen. Ulle. Ja, Ulle war ereignislos. Ulle musste einen Schuss abwehren. Mit der Fäuste, der so ein bisschen geflattert hat. Zweite Halbzeit, das war alles. Sonst hat er da absolut null zu tun gehabt. War ein, zwei Mal, ist er gut rausgerückt, dass der Abwehrspieler nicht ganz so weit zurücklaufen musste, mal beim langen Ball. Von daher eine 3. Hernandez und De Ligt würde ich schon beide bei einer guten 3 sehen. Defensiv haben sie jetzt nicht viel zu tun gehabt. Ja, es waren mal ein, zwei Ansätze da von Viktoria, was ja aber auch normal ist. Aber ansonsten haben beide das Spiel ganz gut mit aufgebaut, haben Querbälle gespielt, gerade erste Halbzeit viel. Von daher, ich würde beide bei einer guten 3 sehen. Mats Rui hat mir nicht ganz so gut gefallen, würde ich bei einer schlechteren 3 sehen. Hat sehr schwer gehabt, so die ersten 25 Minuten überhaupt ins Spiel zu kommen. Lag natürlich aber auch ein bisschen daran, dass es relativ wenig über seine Seite ging, muss man fairerweise auch sagen. Ansonsten fällt irgendwas um, Alter. Ansonsten, ja, hat das schwer gehabt, irgendwie ins Spiel zu kommen, fand ich. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Gerade offensiv hat man gesehen, welches Potenzial er hat. Gerade wenn er mal ein bisschen Raum hat. Aber diese Halbposition, die wir gespielt haben, gerade erste Halbzeit, glaube ich, ist nicht ganz so sein Ding. Hatte auch keine großen Ballverluste gehabt oder sowas, war schon alles okay. Aber gerade zweite Halbzeit hat er so ein, zwei relativ riskante Zweikämpfe genommen, vielleicht ein bisschen übermotiviert, dass er sich unbedingt zeigen will oder so, wo doch dann schon einfach ausgespielt wurde. Und wäre da irgendwie ein besseres Team gewesen mit 2, 3 schnelleren Spielern, hätte das echt ins Auge gehen können. Ne? Deswegen so ein bisschen Schatten war auch dabei. Deswegen würde ich ihn so bei einer schwächeren 3 sehen. Ja, sind wir mal human. Stanisic hat sehr gut gemacht, würde ich sagen. Eine sehr, sehr gute 3. Ja, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass er auf der Position so gut gespielt hat. Darf man jetzt alles nicht überbewerten, ja, Drittligist. Muss man mal abwarten, wie das aussieht, wenn er mal ein bisschen mehr Druck kriegt und so. Aber er hat zwischenzeitlich auch mal Druck gehabt und hat es immer ganz, ganz ruhig runtergespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nach vorne wie nach hinten, ja, muss man ganz klar sagen.
Gnabry war heute so ein bisschen abfällig, würde ich bei einer schlechten 3 sehen, lag aber auch daran, wie ich schon gesagt habe, wie auch Tell auf der anderen Seite. Die ersten 25 Minuten hat der Gnabry irgendwie 2 Bälle gehabt, ja, weil wir einfach nicht über rechte Seite gespielt haben, sondern über die linke Seite. Danach ging mehr über seine Seite, aber nicht wirklich. Ja, viel Querbälle, viel Bälle nach hinten, wenig Kombination. So 2, 3 dann, umso länger das Spiel ging, war es dann mal da, ja. Aber Gnabry war so der ein bisschen abgefallen ist, deswegen würde ich ihn auch bei einer schlechten 3 sehen. Er hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, ne, nicht falsch verstehen. Aber für einen Serge Gnabry kann da ein bisschen mehr kommen, in meinen Augen. Kimmich würde ich eine klare 2 geben. Erste Viertelstunde hat das auch ein bisschen schwer gehabt, sich zu finden, so. Hat dann auch noch ab und zu ein bisschen Druck gekriegt von Viktoria, was danach gar nicht mehr der Fall war. Und ja, da war Kimmich der absolute Taktgeber. Ja, nach vorne hat die Bälle verteilt, hat angetrieben, war aber auch nach hinten präsent, wenn es mal nötig war. Viele Bälle abgefangen, wo Viktoria dann gar nicht irgendwie ins Spiel kam. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Rhein Gravenberg würde ich auch bei einer 2 sehen. Vor allen Dingen dann nach den ersten 15 Minuten, wo er dann mehr in die Mitte gerückt ist, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ich denke auch da Riesenpotenzial vorhanden, was er heute schon ein bisschen zeigen durfte. Ja, ich freue mich drauf. Ich denke, da werden wir auch noch eine Menge mehr sehen, weil er hat den Zug zum Tor, gerade wenn er dann später nochmal ein bisschen Raum hat gegen stärkere Gegner. Hat einen sehr, sehr guten Schuss, ähnlich wie Goretzka. Bin ich sehr gespannt. Müller war heute auch so ein bisschen so Gnabry-Niveau, würde ich auch bei einer schlechteren 3 sehen. Sieht man schon immer dann, wenn Müller auf rechts außen auf einmal auftaucht, dann weiß man schon immer, ui, die Mitte ist heute nicht zu holen in Müller-Style. Und das war der Fall. Hat ein, zwei Mal trotzdem gut reingestochert und so, was Müller halt so macht. Von daher alles gut. Matthias Tell würde ich bei einer guten 3 sehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat, wie gesagt, ein bisschen das Pech gehabt. Ja, dass so nach 25 Minuten dann eher die Seite war, die nicht mehr bespielt wurde. Wo dann mal ein, zwei Bälle nochmal kamen, aber nicht mehr mit der Intensität, wie es davor war. Fand ich ein bisschen schade. Generell, dass beide so weit außen standen und relativ wenig am Spiel teilgenommen haben. Aber wenn er am Spiel teilgenommen hat, hat man gesehen, super, super schneller Spieler, hat ein sehr, sehr gutes Dribbling, auch sehr, sehr gute Ballbehandlung, hat man dann auch bei dem Tor gesehen. Hätte sich so habe ich vorhin schon gesagt, zwischendurch mal das Dribbling eher trauen können, müssen, sollen vielleicht. Weiß ich nicht, wie da auch die Anweisungen sind vom Nagelsmann. Aber ansonsten auch nach hinten mitgearbeitet, wenn er einen Ball verloren hat. Immer lauffreudig, nicht einmal vorne stehen geblieben oder sowas. Selbst wenn er einen Ball verloren hat oder wenn er der Einzige war, der vorne angelaufen ist, ist er trotzdem immer wieder hinterher. Also so stelle ich mir das vor, wenn man als junger Spieler reinkommt, ja, mit dem Ehrgeiz und den Willen, super. Und hat mich super gefreut, das Tor war wunderschön. Von daher eine sehr, sehr gute 3. Sadio Mané will ich auch bei einer 2 sehen. Ja, Mané halt, jetzt mal ohne Scheiß, hat ein bisschen Pech gehabt. Hätte meines Erachtens mindestens einen Elfmeter kriegen müssen. Aber vielleicht mal da ganz kurz. Es war super entspannt, mal wieder ein Spiel ohne einen Fahrt zu sehen. Ja, es war, wenn Tor war, war Tor. Ja, super gut. Wenn Abseits war, war Abseits. Super entspannt. Generell der Schiedsrichter ein super Spiel gepfiffen. Muss man mal ganz klar so sagen. Ganz, ganz viel laufen lassen. Ganz, ganz oft den Vorteil abgewartet laufen lassen. Nicht jeden Faller gepfiffen. Ja, wenn es wirklich Ball gespielt war oder Körpereinsatz, dann lief das Spiel weiter. Ja. Das genaue Gegenteil von dem Schiedsrichter in Gladbach. Ganz souverän, ganz ruhig, super. Auf beiden Seiten gleichwertig gepfiffen. Und nicht irgendwas bevorzugt oder sowas. Bei der einen Elfmeter-Entscheidung lag er für mich falsch, ja. Aber das ist natürlich dann auch schwer zu sehen, ja. Das muss man auch mal sagen. Ich würde es immer bevorzugen, das Spiel so zu sehen, ohne den VAR, wie es dann so gegen Gladbach zum Beispiel war. Von daher mal ein großes Lob an das Schiri-Gespann. War echt angenehm zu gucken und hat es echt gut gemacht. Wie gesagt, Sané sehe ich bei einer 2. Dann kommen wir zu den Einwechslungen. Goretzka für Kimmich, 20 Minuten. War ein bisschen gespannt, wie Leon reinkommt. Und er war da. Er war da und man dachte, jo, er war gar nicht weg. Ja, also da hast du ja gar nichts gemerkt, irgendwie, dass er
so lange nicht auf dem Platz stand. Er war direkt im Spiel drinne, direkt die Bälle gefordert, hat er dann auch das Tor gemacht, weil freie Bahn war. Super. Ja, einfach super. Leroy Sané war ich ein bisschen enttäuscht, leider Gottes. Hat es jetzt nicht super schlecht gemacht, aber mir hat so ein bisschen der Ehrgeiz gefehlt, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Gut, hat er dann auch wieder außen gespielt und nicht mittig. Da hat er eh immer so ein bisschen weniger Bock. Weiß ich nicht. Man hat es am Sabitzer gesehen, der in der 80. reinkam, der ihm, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesagt hat: „Ja, hier, spiel doch den Ball nach vorne und nicht immer hinten rumgeeier.“ Also, Sané war reingekommen, um ein bisschen den Ball rumzuschieben, hintenrum. Was okay ist, ja. Wir spielen alle 3 Tage, habe ich gerade schon gesagt, dann gegen so 'n Drittligisten Spiel war entschieden, alles gut, kannst du dir die Eier schaukeln. Ja, aber fand ich so 'n Sabitzer oder so 'n Choupo-Moting, der 89. kam und wo man gesehen hat, der will sich unbedingt zeigen, der will unbedingt was machen, fand ich dann erfrischender, sage ich euch auch ganz ehrlich. Musiala, ja, Musiala kam rein, das Dingen, keine Ahnung, ich habe mich gefragt, wie gut ist der eigentlich, ja? Wo soll er noch hin? Also, mal ernsthaft jetzt, das war grandios in der Entstehung und in dem Abschluss dann, also natürlich steht da auch das Team mit dabei, ja, dass er auch den Ball dann noch mal so kriegt. Da war Müller zum Beispiel sehr, sehr gut, ähm, weil wir ihn ja gerade so ein bisschen kritisiert haben. Danach ist er auch abgetaucht, ja, aber da haben wir auch nicht mehr viel gemacht. Da waren wir schon eher im Rückwärtsgang wie nach 5 Gänge nach hinten, ähm, muss man fairerweise sagen. Danach hat er noch ein, 2 unglückliche Aktionen gehabt, wo er dann mehr so an der eigenen Mittellinie war. Ja, aber im Großen und Ganzen alles gut und da man ja immer denkt, so, wir haben so ein bisschen oder letzte Saison hatten wir so ein bisschen anscheinend, Motivationsprobleme gegen kleinere Gegner. Ich denke, das konnten wir heute ganz klar sehen, dass das heute nicht mehr der Fall ist, ja. Liegt natürlich auch daran, guckt euch die Bank an, ja. Wenn da nur einer irgendwie Larifari, ja. Ich hoffe, Herr Nagelsmann wird ihn dann auch auswechseln, um das Zeichen zu setzen und dann ist der Zug gelaufen, ne? Also, von daher denke ich, werden wir das so in dem Maße, wie wir es letzte Saison teilweise gesehen haben, nicht mehr sehen. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, aber ansonsten muss man das Ganze nicht überbewerten, weil es ist ein Drittligist, 15:0 gewonnen, alles gut. Sonntag ist Auslosung der zweiten Runde. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir kriegen 'n starken Gegner, weil wie in der Champions League, wenn du das Ding gewinnen willst, musst du eh jeden schlagen, ja. Von daher, freue ich mich drauf. Ansonsten hören wir uns Samstag wieder. Wir spielen gegen Union in Berlin. Freue ich mich sehr auf das Spiel, wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel, ein schweres Spiel. Aber wir haben heute jetzt nicht so viel Kraft gelassen. Grade, ich denke mal, die alle eingewechselt wurden, werden wahrscheinlich in der Startelf stehen. Obwohl heute so ein Tell und so ein Gravenberch meiner Meinung nach Werbung für sich gemacht haben, bin ich mal sehr gespannt, ob da vielleicht ein Gravenberch für 'n Sabitzer reinrutscht oder sogar 'n Leon anfängt. Ich weiß es nicht, lassen wir uns mal überraschen. Bin sehr gespannt. Hm, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund und wir hören uns, wenn ihr Bock habt, Samstag wieder. Entschuldigt, dass 'n bisschen kürzer geworden ist, das Video, aber ich hatte schon mal eins aufgenommen. Ciao.